Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen, und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Ja, viel zu ungenau. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Ja, in diesen Schuss musst du dich erstmal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Und für solch eine Attacke kann man auch schon mal rot sehen. Da hat er Glück gehabt. Er kommt mit der gelben Karte davon. So eine frühe gelbe Karte. Jetzt muss er sich das ganze Spiel über zurückhalten, sonst sieht er vielleicht noch rot. So, jetzt hat er Platz. Und jetzt hat er hier die Chance. Da haben Zentimeter zum Torerfolg gefehlt. Ja, und das sieht schon gut aus, was die da unten spielen. Gehalten, aber der Ball ist immer noch heiß. Oh, schöner Pass, das macht Spaß. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Gute Abwehraktion. Das war ganz souverän gemacht. Und der Lohn dafür, den Ball zurückerobert. Ja, da merkt man, dass die eingespielt sind. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, wo ist der Ball? Der war doch weit weg. Natürlich entscheidet der Schiedsrichter da auf Freistoß. Wenn man das Foul in der Zeitlupe sieht, wird deutlich, dass der Schiedsrichter hier eine Karte hätte zücken müssen. Über die Gegenspieler hinweg den langen Ball gespielt. Oh, das sieht schön aus. Das hat er gut gemacht und jetzt müssen sie hinten aufpassen. Ja, das sieht gut aus. So, nach der Aktion können sie erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. Ja, das war klasse. Ja, was macht er jetzt? Ich glaube, er flankt. Und der Ball fliegt in den Strafraum. Und den Treffer können wir uns gerne noch 3-4 Mal anschauen. Ah, da steht er richtig. Kurz vor dem Tor, 5 Meter im Torraum. Und was macht er? Natürlich nutzt er diese Chance. Ja, das zeichnet ihn ja aus, dass er nicht lange fackelt vor dem Tor und die Möglichkeiten ausnutzt. Ja, jetzt steht er im Abseits, aber das ist nicht so schlimm. Er war ohnehin gut markiert, wäre nicht weit gekommen. Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war.
Und das war schon toll, dieser Pass. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Völlig korrekt entschieden hier. Der gefoulte Spieler war nicht in Ballbesitz und deswegen gibt es hier nur eine Entscheidung. Rot. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Nee, das kann er viel, viel besser mit dem Kopfball. Der Torwart nimmt den Ball ganz einfach auf. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Angesichts der geschwächten Verteidigung muss der Torhüter natürlich jetzt noch besser aufpassen, aber das gelingt ihm. Ja, da spielt er den Eckball genau in die Hände des Torhüters. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Leichte Entscheidung für den Schiedsrichter, das muss gelb geben. Nee, das war zu schwach. Keine Schwierigkeit für den Keeper hier, den Ball abzuwehren. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Zur Pause steht es 1:0. Also kein Team konnte sich in... So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Und die zweite Halbzeit läuft. Nicht schlecht. Ah, wunderbar gesehen. Ein anderer Torhüter hätte den Ball vielleicht nur abtropfen lassen. Er nicht. Tolle Parade. Absolut spitze. Und super, wie er den herausgeholt hat. Ja, wenn Sie das Spiel hier gewinnen, dann können Sie sich ausschließlich bei Ihrem hervorragenden Torhüter heute bedanken. Ganz souverän abgeworfen vom Torhüter. Ja, und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Und schon ist die andere Mannschaft wieder dran. Ja, der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Tja, und wenn Sie es dem Abwehrspieler so leicht machen, bitte, schon hat er wieder den Ball. Guter Spielzug. Ja, was soll der Schiedsrichter da machen? Er muss Freistoß pfeifen. Oh, die Verteidigung unaufmerksam. Also wie der hier in die Zweikämpfe geht, das ist schulmäßig. Ja, man kann es doch mal probieren. Ja, und schauen Sie mal in die Gesichter der Fans. Da kann man ablesen, wie wichtig dieser Treffer ist. Seit dem Platzverweis haben Sie Ihre zahlenmäßige Überlegenheit hier genutzt. Das Tor war meines Erachtens nur eine Frage der Zeit. So schnell kann ein Spiel kippen. Nach diesem Ausgleichstor ist alles wieder völlig offen.
Oh, das war ein guter langer Ball und jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt drängt sie nach vorne. Und ich glaube, er überlegt, was er jetzt am besten tut. Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abstoß geben. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Also den Ball habe ich nach dem Kopfball schon im Tor gesehen, aber ich glaube, der Torwart war mit den Fingerspitzen noch dran. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Und der Ball ist wieder zurück im Spiel. Tja, wenn sie es der Verteidigung so leicht machen. Klasse Aktion. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Jetzt müsste er flach... Ja, Tor! Der ist drin. Ich glaube, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Ich bin jetzt mal gespannt, ob diese Führung reicht, denn der Gegner, der wird jetzt natürlich alles nochmal nach vorne werfen. So, jetzt wäre die Gefahr erstmal wieder gebannt. Ja, das sieht gut aus. Abgewehrt, jetzt müssen sie nachsetzen. Klasse Zuspiel. Das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Hochkonzentriert, wie der Abwehrspieler da in den Zweikampf geht. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und den hat er super rausgeholt. Ja, wenn der jetzt hier nicht zur Stelle gewesen wäre, dann wäre es das wohl gewesen. Schöner langer Wurf vom Torwart. Und er findet den freien Mann. Hey, werden noch 2 Minuten nachgespielt. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Oh, den hat er gehalten. Und wie? Da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Ja, das war ja eine ganz souveräne, eine sichere Vorstellung. Verdientermaßen geht diese Mannschaft deswegen als Sieger aus der Partie hervor. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.